Ja, Peter, das nächste Heimspiel steht an, das vorletzte dieses Jahr. Der FC Augsburg kommt als Tabellen-Drittletzter, aber die letzten beiden Spiele haben die 4 Punkte geholt. Ich denke, es sollte Warnung genug sein, dass man ordentlich in diese Partie geht. Ja, Mahlzeit, ja, das ist bei uns sowieso immer notwendig. Wenn wir nicht ordentlich ins Spiel reingehen würden, würden wir mit relativ wenig Ertrag wieder rausgehen. Es stimmt, die Augsburger haben in den letzten Wochen solide bis gute Spiele abgeliefert. Wir wollen versuchen, das nächste Spiel so zu gestalten, dass wir Punkte mitnehmen. Es wäre wichtig für uns, jeder Punkt, den wir jetzt noch in die Winterpause mit reinnehmen, erleichtert uns die Ausgangssituation fürs Frühjahr. Das ist die Zielsetzung. Die Voraussetzungen sind jetzt einmal nicht so schlecht, meine ich. Wir haben das ganze Kalenderjahr über ein einziges Spiel verloren. Deswegen gehen wir auch positiv gestimmt in diese Spieler rein. Wir werden am Wochenende auch die Möglichkeit haben, alle Spieler einsatzfähig zu haben, was eine sehr positive Situation auch ist. Also wir freuen uns auf die Aufgabe am Samstag. Dankeschön. Vielen Dank, Peter. Sie sind an der Reihe. Gibt es Fragen? Joachim Schmidt. Du hast gerade schon angesprochen, alle Spieler stehen zur Verfügung. Das heißt eben bei Modest ist alles wieder in Ordnung, er ist voll einsatzfähig. Also wir werden heute noch einmal überlegen, wie intensiv wir ihn belasten, aber für Samstag ist er auf jeden Fall voll einsatzfähig. Ja. Helmut Löwe. Welche Überlegungen spielen jetzt vor dem kommenden Spiel die wichtigere Rolle? Unser nächster Gegner ist jemand, der im europäischen Wettbewerb ist, oder unser Gegner ist jemand, der am Tabellenende ist? Unser Gegner ist jemand, wo wir Punkte machen wollen. Das ist kein Unterschied. Also wir wollen versuchen, uns so zu zeigen, wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben. Also eine Mannschaft, die nicht zu besiegen ist. Mannschaft, die Torchancen herausspielt, die in diesen Spielen des Öfteren auch die überlegene Mannschaft war. Und wir müssen halt schauen, dass wir unsere Möglichkeiten dann auch vermehrt nutzen, um vielleicht Spiele auch zu gewinnen. Das ist es. Und unabhängig davon, meine ich, ist es für uns überhaupt gar nicht relevant, darüber nachzudenken, ob das eine Mannschaft ist, die ein unglaublich gutes letztes Jahr gespielt hat, dann schwer in die Saison gekommen ist, deswegen zu Recht auch im Europacup unterwegs ist, oder ob das jetzt eine Mannschaft ist, die unten drinnen steht und vielleicht Punkte auch sehr wichtig braucht und auftreten. Also von der Ausgangssituation ist da kein Unterschied. Die Mannschaft bleibt die gleiche, die Stärken bleiben die gleichen und manchmal spielt man die Dinge halt mehr aus oder manchmal spielen sie weniger aus. Zu Beginn der Saison haben sie ihre Qualitäten weniger ausgespielt und in den letzten Wochen, meine ich, ist es merkbar besser geworden. Welche sind denn die Qualitäten, die Stärken der Augsburger? Ja, also es ist schon eine Mannschaft, die auf der einen Seite Schnelligkeit hat, auf der anderen Seite natürlich schon Robustheit hat. Es ist eine sehr robuste Mannschaft. Es ist auch eine Mannschaft, die auch Qualität über Standardsituationen hat, aber das ist auch ein Bereich, den wir relativ gut verteidigen. Also es ist schon nicht wirklich eine riesige Überraschung gewesen, dass wenn sie alle über einen langen Zeitraum ihre Qualität ausspielen, dass sie eine Mannschaft waren, die letztes Jahr da richtig gut gestanden ist in der Tabelle. Aber es ist natürlich auch eine Mannschaft, die wir besiegen können, das ist auch klar. Ist Augsburg für Sie ein Beispiel dafür, dass es unbedingt, oder die aktuelle Saison von Augsburg ein Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt immer was Erstrebenswertes sein muss, in der Europa League zu spielen? Nein, das sehe ich so nicht. Das ist halt klar, wenn man, und ich glaube, das hat ja auch jeder kommuniziert und es waren ja andere Mannschaften, soweit ich informiert bin, auch in den letzten Jahren dabei, wie Freiburg oder Mainz, die dann eine überragende Saison gespielt haben und das hat dann nicht zwangsläufig damit zu tun, dass man dann in der Saison vielleicht ein bisschen mehr Probleme hat, weil man in Europa spielt, sondern weil es halt ganz einfach schwer ist, etwas Außergewöhnliches Jahr für Jahr zu wiederholen. Das ist halt was Außergewöhnliches, das passiert eben nicht jedes Jahr, weil sonst wäre es ja was mit Routine zu tun hat. Ne? Und da sehe ich eher die Problematik.
Aber wird es jetzt nicht darauf zurückführen, dass es damit zu tun hat, dass die Augsburger im Europacup unterwegs sind, dass sie deswegen ein bisschen Probleme gehabt haben zu Beginn der Saison. Würde ich so nicht sehen. Ja, Kollege ganz hinten, ja. Herr Stöger, alle reden über die Torflaute, aber Dominik Marou hat jetzt auch die Null hinten gehalten. Was sagen Sie zu ihm? Er ist jetzt mit 60% bei der Abstimmung zum Spieler des Monats auch weit vorne. Ein Wort zu ihm vielleicht? Ja, wenn man als Innenverteidiger eine Mannschaft spielt, die relativ wenig Gegentore bekommt und dann der Spieler ist, der uns dann einen Derby-Sieg auch gebracht hat mit den Toren, dann ist es nicht wirklich eine große Überraschung, dass er zum Spieler des Monats möglicherweise gewählt wird. Hätte ihn im Ranking auch ganz vorne dabei. Er hat nach der Verletzung wirklich geduldig gewartet, dass er seine Möglichkeit bekommt. Hat auch warten müssen, weil die zwei jungen Innenverteidiger, Sörens und Heinz, die keine Praxis gehabt haben in der deutschen Bundesliga, ihren Job richtig gut gemacht haben und hat die Jungs unterstützt und hat dann seine Möglichkeit bekommen und hat die heute wirklich bravourös genutzt und jetzt ist er so, wie wir ihn uns vorstellen und so wie er eigentlich auch im letzten Jahr seine Leistungen abgerufen hat. Ja.